Ein guten Tag, ihr Leid. Ich bin ein bisschen laut. Nee, bin ich nicht. Okay, alles klar. Mir spiele Baby Jesus Christ, RPG. Um euch ein bisschen in Stimmung zu bringen, habe ich neben noch schöne Katzenbilder, weil ich habe gemerkt, wir haben da voll viel Platz. Wir fangen mal an. Das ist also Teil 2 von der Trilogy. Das ist quasi so das Prequel, weißt du? Der Engel Gabriel wurde zu Gott. Ah ja, okay, ich muss nicht so schnell machen. Okay, da kann ich das noch durchlesen. Der Engel Gabriel wurde von Gott gesendet in irgendeine Stadt, in einer Stadt von Galiläa, die genannt wird Nazareth, also die Stadt, zu einer Jungfrau, die verlobt oder verheiratet ist, engaged, die verbändelt ist mit Josef. Der Josef wiederum ist ein Abkömmling von David gewesen. Und der Name von der Jungfrau war Maria. Unglaublich. Wer hätte das gedenkt, dass eine Frau in dem Spiel Maria heißt? Oha. Voll die Grafik hier. Engel Gabriel. Moische. Mein Herz gebubbeltes. Der Gott sei mit dir oder sowas. Brauchst keine Angst zu haben, Maria, weil du bist der Liebling vom Gott. Tralala. Also pass auf. Du wärst jetzt gleich schwanger und du kriegst dann einen Sohn und deinen Sohn wirst du Jesus nennen. Er hat dann den Namen Jesus. Dann fragt so die Maria, ja, hä? Wie soll das gehen? Ich bin doch noch Jungfrau. Da sagte Gabriel, Alter, ich sah das. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und der göttliche selber, die Kraft, die Macht, die was weiß ich was von Gott selbst wird in dich fahren und rausfahren und wieder reinfahren und wieder rausfahren, so lange bis du schwanger bist. Ich erkläre das jetzt nicht weiter. So funktioniert das ungefähr. Und dann sagt er halt weiter, außerdem wird das Kind, was du dann gebiere, nennt man das so, gebiere du, heilig sind. Und er wird genannt wäre Sohn Gottes. Alles klar. Dann sagt die Maria, jo, alles klar, ich diene dem Gott Gedönse da. Dann machen wir und so wie du gesagt hast. Wow, fuck. Geschlechtsverkehr, das sind ja Animationen. Alter. Alter, wie geil. Okay, das war's schon, Animationen. Ja, gut mal. Oh ja, okay. Erst mal unser Haus raiden. Fisch gefunden. Noch ein Fisch gefunden. 200 Gold, ja geil. Oder Taler oder so. Oh, guck mal, man merkt gleich, dass das hier ein Heißel von der Frau ist. Weil da sind so viele Blumen da. So. Okay, es ist Nacht. Wir sind schwanger unterwegs, ganz allein in Nazareth. Wir reden erstmal den Rothaarig in der Gasse an. Ich weiß ein Geheimnis. Heilige Leute, du nicht mit Magie rumhantieren. Magier haben keine Engel, die ihnen helfen. Ja, so ist es. Und jetzt hat er Hunger. Ja, der hat da Sprichwort irgendwie, Redewendung gesagt, die muss man jetzt nicht übersetzen. So. Was hat er zu sagen? Hilf einem armen Kind, kauf etwas. Ja, warum nicht? Oh, das ist günstig, das kaufe ich, ja. Wow, geil. Was ist das? Eine Kampfsäge. Wow, wenn das eine Kriegssäge wäre, dann würde es Warsaw heißen. Dann würde ich jetzt Warschau für 100 Gold kaufen. Nicht schlecht, oder? Ich kaufe mir noch 5 Brot. Weil ich jetzt zum Helmut muss. Zum Helmut? Quatsch, zum Josef. Zum Helmut. Ich schreibe mir gleich komplett die Bibel um, nicht schlecht. Dann gehen wir zum Helmut und sagen, hey Helmut, ich habe Brot dabei, wir machen jetzt Frühstück. Wo ist denn der Helmut? Ah, da ist die Schreinerei vom... Moment. Bin ich da was ganz Geheimes auf der Spur? Also das ist der Josef, ne? Es ist mein Angetrauter. Und der hat 2 Betten in seinem Haus. Ich wiederum bei einem anderen Haus, wo ein Bett war. Ich habe gemeint, das wäre meine Wohnung gewesen. Ich hätte so eine Single-Wohnung oder so. Oh, guck mal, da ist ein Brief. Census Summons. Hier Subjekt.
Der großartige, vollgeliebte Kaiser, Emperor ist Kaiser oder sowas, seine große Heiligkeit, Caesar Augustus, der dem Monat August der Namengeber, der nur Juni kommt. Wo war ich? Ah ja. Du bist eingeladen, du in einer Volkszählung vom römischen Imperium. Wer nicht kommt, wird zu Tode bestraft. Mag jetzt ein bisschen hart klingen, ist aber nicht so schlimm. Weil, wenn ihr nicht vom Zensus erfasst sind, also bei der Volkszählung, zählen ja eh nicht als Volk, also ist auch nicht schlimm. Jetzt habe ich den Teil verpasst. Wir hoffen, dass noch alle kommen. Quirinius, der Gouverneur von Syrien. PS. Das Mandat gilt nur in Syrien. Wer was anderes behauptet, ist ein Depp und mach einfach mit. So ungefähr hieß das. Ja, das ist selbstscrollend gewesen, sorry, aber ich bin hier kein Live-Übersetzer. Josef, was geht ab? Okay. Josef, ich muss da was erzählen. Josef, brauchst mal nichts zu erzählen von deiner Schwangerschaft. Maria heißt sie, gell? Engel ist erschienen und ist mir im Traum erschienen und hat zu mir gesagt, Gabriel, Josef, Sohn des Davids, brauchst keine Angst zu haben, die Maria ordentlich zu nehmen, also zu nehmen als deine Frau, also zu deiner Frau zu nehmen. Moment, wie komme ich da jetzt raus? Heirate. So, das Kind, das er hat, ist vom Heiligen Geist selbst. Kannst du ruhig heiraten, die hat doch nicht, weiß schon. Die kriegt dann einen Sohn und der Sohn will Jesus heißen. Und mein Freund macht glucksende Geräusche. Egal, der Sohn wird Jesus heißen und der tut dann irgendwie die ganze Leidrette reingedönse von ihrer Sünde. Reingedönse. Ah, ich hab schon gedacht, du glaubst mir nicht. Ah, doch, jetzt können wir endlich heiraten, sobald wir aus Bethlehem zurück sind. Bethlehem? Oh, was machen wir dann in Bethlehem? Ist das eine Hochzeitsreise von unserer Hochzeit? Ne, wie heißt denn Honeymoon? Naja, Hochzeitsnacht halt war unsere Hochzeitsreise halt. Ja, schön wär's. Nee, hast doch den Brief gelesen auf meinem Tisch. Okay, wir müssen in einer Volkszählung dabei sind und da ich in Bethlehem geboren bin und du mal Frau bist und Frauen eh nichts zu zählen haben hier, musst du einfach mitgehen und du bist jetzt meine Familie, irgendwie so. Also muss ich mich da mit meiner Familie registrieren in Bethlehem, Geburtsgedönse. Okay, dann gehen wir halt nach Bethlehem. Okay, dann gehen wir halt nach Bethlehem. Und somit höre ich auf, mit hoher Stimme zu retten. Ich habe nämlich keinen Bock auf die Scheiße. So. Oh, guck mal da, ich bin die Maria, ich tue die Party anführen. Oh, geil, was haben wir hier? Moment. Erstmal gucke, was die Maria für Skills hat. Die hat das Skill Gabriel. Was ist ein Guardian? Also, der Erzengel in dem Fall, oder? Ja, also Guardian, Beschützergedönse, ich glaube Erzengel oder sowas. Erzengel, der denen, die nahe an der Schwelle des Todes stehen, helfe. Okay, alles klar. Moment. Ey, Kollege, bleib stehen. Na, ich will doch Skills gucken. Was kann dann der Josef? Nix kann er. Komm, wir geben dem Josef mal. Boah, geil. Der hat 2 Waffen. Der hat die Battle Saw und den Battle Hammer. Und er hat bestimmt dann noch eine Katz. Battle Cat. So. Ist lang da. Wir gehen mal gleich speichern. Falls noch irgendwie was niese oder sowas wäre, das ist meine Freundin, der ich gesagt habe, sie soll ganz, ganz ruhig sein. Und die will natürlich. Zum Glück hat sie noch nicht. Oh, guck mal, die Katze hat 2 verschiedene Augenfarben. Ah, ne, doch nicht. Die will wahrscheinlich mal schöne Katzenvideos sehen, dann kann die genauso wenig wie ich an sich schalten. Guck mal, da läuft die Maria. Hallo Maria. Der Herod tut vielleicht so machen, als wäre er voll der Superkönig in dem Land. Do. Aber die Römer sind die eigentlich hier sahen. Ja. Herod ist. Ach, der Herod. Wie hieß der im Deutschen Aso? Ja, Herod. Oh, hab ich gesehen, wie die Katze mal den Mund aufgemacht hat. Immer müde Katze. So. Laufen wir noch ein bisschen rum. Wie Sie sehen. Oh, warte mal, da steht einer. Ey, will ich bei unserer Revolution beitreten? Bisschen mehr Infos, aber ja. Ey, Kamerad, voll gut. Und jetzt geh und tu de Herod töte für die jüdische Volksfront.
Ey, will ich unserer Revolution beitreten? Nope. Du konformierst dich Schleimball. People wie du, Leute wie du sind dran schuld, dass die Römer noch 476 Jahre an der Macht bleiben. Das war bestimmt einer von der Volksfront von Judäa. Okay, das ist die Maria, mit der haben wir schon gerettet. So, wir gehen jetzt mal hinaus. Also wir müssen nur Bethlehem latschen. Ich weiß nicht genau, wo Bethlehem ist, aber wir gehen mal. Okay, war Bethlehem nicht da unten? Guck, wir gehen mal ein bisschen im Feld rum. Vielleicht werden wir ja angelabert von... Oh, warte mal, das ist ein Schild. Jerusalem ist rechts, Bethlehem ist links, Nazareth ist oben und Ägypten ist unten. Okay, also gehe ich jetzt mal da nur links. Aber ich will hier da ein paar Kämpfe machen. Uah, yes, das bin ich verschockt, ey. 3 Banditen. Ein Wüstebandit, ein Wüstedieb und ein Wüsteräuber. Und 3 Leute, ey, alter Schwede. Kann die Maria eine normale Attacke? Ja, aber wir lassen den Gabriel da, dann lassen wir ein bisschen was schaffen, oder? So, und der Josef? Der tut auch auf deine links. Bam, einen haben wir schon mal weg. Jawohl, Arschreien gleich gestorben, die hat uns gleich mal fertig gemacht. Alter Schwede. Okay, vielen Dank, dass ihr mit zugeguckt habt. Wie man gerade sieht, tut der Herod jetzt alle männlichen Kinder umbringen und deshalb wollte Jesus sein, der Klitz gehabt hat. Ja, war dann ein schnelles Let's Play. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Die Katze und Elbe war ganz fasziniert. Ne, war natürlich Spaß, wir machen natürlich weiter. Ich habe natürlich gespeichert, schlau wie ich bin, ne? Nur 8 Minuten. Achso, müssen wir jetzt noch einmal in einer Revolution beitreten? Okay, ich behaupte mal, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns in der Wüste nicht so aufhalten. Ja, aber wie tun wir dann hochleveln dann? Okay. Ich will aber schon irgendwie... Guck mal, ey, Kampf muss man doch machen. Guck mal hier, ich speichere noch. Ja. Aber doch nicht gleich 3 Stück. Guck mal, 2 packen wir, oder? Du der Ende links angreifen. Halt. Halt. Die Maria tut den Engel angreifen natürlich. Und der Gabriel. Ach so. The Guardian Angel will help those on the brink of death. Nein. So nicht, Kollege. Die Maria haut dem Dieb links auf die Map. Und der Josef haut dem Dieb rechts auf die Map. Schlag. Die Maria ist voll Lust. Jesus ist gestorben. Schlag safe. Okay. Maria, du bist jetzt auf dich allein gestellt. Hau deine platt. Jawohl. Oh shit, jetzt sind wir schon wieder tot. Okay. Das war nix. Hat das in der Bibel auch so gestanden, dass die Nausgang sind und zweimal ordentlich auf die Map geriet haben? Okay, so gut. Warte mal. Ist das Bethlehem da? Jetzt bin ich wieder raus. Moment. Okay. Warte, ich froh moderne da. Hey, junger Mann, ist das hier Bethlehem? Ey, er hätte doch auf dich im Gebüsch zu verstecken. Oh, es scheint Bethlehem zu sein. Ich muss mich für die scheiß Registrierung da registrieren. Was? Für die Volkszählung registrieren, Mann. Deshalb ist jedes freie Zimmer, oder irgendein freies Zimmer, was verfügbar ist, das ist meins. Was? Muss man jetzt gleich nicht kämpfen, oder was? Tourist taucht auf. Jetzt müssen wir den Tourist verkloppen. Ja, geil. Maria, klopp dem Tourist die Scheiße aus dem Kopf. Zack. Ernsthaft jetzt? Was ist das für aggressiver Tourist? Junge, der halt voll was aus. Junge. Okay, wenigstens hat er ein bisschen Brot gelassen. Ja, geil, ich hab jetzt der Raphael gelernt. Ja, das wollen wir hoffen, dass der Raphael nicht nur dumm labert, sondern auch richtig mal was zeigt, was er kann. Okay, Josef ist A-Level 2, der kriegt nichts. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Schwangere Frauen haben natürlich Vorrang, aber ich brauche doch halt ein Zimmer. So, was ist mit dir da oben? Willst du eins drauf? Hey, wenn du Raum findest, lässt mich wissen? Nee. Was? Du willst auch Raum? Das heißt, wir müssen bis zum Tod kämpfen. Alter, geht's noch oder was? Was sind das für Kack-Touristen? A guardian angel who might help those on the brink of death. Angel who takes care of an ally's health.
Okay, den kann ich eh nicht nutzen, also muss ich ganz normal angreifen. Jawohl, den haben wir gleich platt gemacht. So, die Maria ist jetzt Level 3 und hat jetzt die Uriel gelernt. Ja, die Josef ist auch Level 3. Danke, dass du mein Leben verschont hast. Es war sehr unhöflich von mir, Schleicherei welche im Zimmer anzufangen. Aber wenn du Raum findest, lass mich wissen. Schon hau ich da auf die Map, hat er gesagt. Das werden wir sehen. Junge, ich mache hier Dropkick. Aber mal sowas von. So, ich geh jetzt mal da hin. Theoretisch dürfte ich da jetzt kein Zimmer kriegen, weil ich habe ja bin ja voll. Guck mal da, die Maria, die labern wir mal an. Ich habe im Herod seinen Palast geschafft und lass mich dir was erzählen. Der hat ziemlich Schiss vor Messias. Zum Glück ist der Messias noch nicht geboren worden. Denn der Herod wird ihn sofort töten. Der wird ein Jahr bis ans Ende der Welt, so rum. Herod war der dann vom Messias so gehört hat, bla bla, und dann alle männlichen Kinder töten gelassen hat. Guck mal, oh, wie das Kätzchen guckt. Tut mir leid, aber wir sind für heute komplett ausgebucht. Vielleicht hast du ja in einem anderen Hotel mehr Klick. Okay, Moment, speichere. So. Moment, wir haben den Uriel gelernt. Was kann der? Ein Angel who helps an ally gain Angel Points. Ja, super. AP. Ja, okay. Die zwei haben wir schon. Guck, wir gehen in das Hotel da. Nein, keine leere Zimmer. Tut mir leid. Hast du nicht gehört? Jeder ist in der Stadt, weil so komischer römischer Senator angeordnet hat, dass es Volkszählung gibt. Ja, ich weiß. Wie war sein Name nochmal? Quirinius? Cyrenius? Irgendwas. Auf jeden Fall, probier's woanders, statt bei uns krieg ich kein Zimmer. So. Okay, der Tourist sagt, hey, folge mal nicht, gell? Wenn er irgendwo ein Zimmer findet, das wird auf alle Fälle sein sein. Hey, jetzt kämpfen wir in der Hotellobby. Bist du dumm? Was ist mit deinen Touristen da los? Oh, das war ein geiler Hintergrund. Hey. Volle Power sprach die Mauer. Haha, daneben. Hey, vielleicht kriegen wir das nicht irgendwie hin? Moment. Rot gefunden. Warte mal. Ja, es tut ihm halt leid. Der war jetzt bei so wacht. Formation. Kann ich die Maria nicht... Oh ja, das ist besser. Der Josef soll zuerst vorne stehen. Guck mal, jetzt tut der Josef steire. Ja, weil Frauen immer hinter den Männern laufen müssen, ist ganz klar. Nee, weil der Josef mehr Punch hat. Die Maria kriegt so sehr aufs Maul, wenn die zuerst draufhaut. Wollen wir aber nicht. Da ist noch ein Hotel. Ist ein Kinderhotel oder was? Ja geil, da bin ich richtig. Helf arme Kind. Kampfaxt. Verkaufst du für 10.000 Gold. Ernsthaft jetzt? Bist du dumm? 10.000? Junge, ich kaufe vielleicht... Boah, ich hab voll viel Fisch. Ich hab voll viel Geld. Das ist mal geil, oder? Komm, dann kaufen wir noch ein bisschen Wein, 2. Oh, nicht 11, 2. Und Wasser. Kaufen wir 3. Brot kaufen wir A3, damit es C sind. Und ein Ei kaufen wir A. Aber der blöde Axt kaufe ich nicht, die ist mir viel zu teuer. So. Also, fast 1000 zum Moheit oben. Nee, wir haben kein freies Zimmer mehr. Geh irgendwie spazieren oder was weiß ich, was du willst, aber guck, dass du abkommst. Was? Du denkst, ich bin unhöflich? Hast du schon mal in einem Hotelgedönse gearbeitet hier? Ich bin bei einer 16-Stunden-Schichtgradheit, weil mein Kollege krank ist. Ja, krank. Krank, welche seine Arbeit ist er. Arbeitskrank, so sieht's nämlich aus. Danke, dass ihr euch für mein Problem schon interessiere. Und jetzt mache ich das eine abkommierte Dipscher. Ja, unhöflich. Da will ich eh nicht ins Hotel, so. Guck mal da. Hey, Touristenmann, hast du vielleicht ein Zimmer gesehen? Hey, ich hab mal hier gewohnt. Und deswegen habe ich gedacht, ich könnte mal hier ein Hotelzimmer nehmen. Aber dann sind dann die ganze Hillbillies gekommen von Nazareth und haben dann die ganze gute Zimmer weggeklaut. Aha, der will auch kämpfen. Tourist, so. Josef, zeig mal, hau ne mal platt. Sicher, Josef, bester Mann. Der macht eine platt, ohne dass er sich wehren kann. Oh, das reimt sich. Josef ist jetzt Level 4, Maria ist Level 4 und hat der Ramiel gelernt. Ja, geil.
Ah, ihr seid auch von Bethlehem, hä? Ja, tut mir leid. So, speichern. So, und dann tun wir kleinere paar Items nehmen. Zum Beispiel ein Fusch für den da und ein Fusch für die da. Und noch ein Brot hinten noch. Weil der Fusch so nass ist, da brauchen wir ein bisschen was zum Fuschfett intrickeln. So. Das ist aber fancy. So leid Holz rum. So, was steht hier? Tut mir leid, ihr Pöbel, ihr Plebs. Jetzt sind wir. Moment, komm ein bisschen näher. Nee, ich mein, wirklich jetzt, komm ein bisschen näher. Ich glaube, ich habe da eine Alternative. Man, wollen mit mir einen Deal machen? Ich habe da was für euch. Ich habe da ein ziemlich guter Stall neben dran. Warum macht er so ein blödes Gesicht? Das ist ein astreines Angebot. Schon kriegen nämlich kein Zimmer. Außerdem, wenn es hart auf hart kommt und deine Frau tut halt das Kind werfen, wie heißt das? Das Kind? Gebäre, sorry. Ich meine, also es sieht halt aus, als würde die. Als wäre die da hochschwanger. Achso, ihr kennt die Grippe als Baby-Wiege-Gedönse da benutzen. Hier, kostet nichts extra die Grippe. Also, wollen wir 100 zahlen, damit wir halt da pennen können in dem Stall? Nö, ist mal zu teuer. Okay, dann gut Klick. Mal ich zu teuer sind. Okay, wir gucken mal. Okay, es gibt nichts anderes. So. Na dann, ich glaube. Naja, okay. Wir haben dann alle auf die Map gehauen. Das ist vielleicht nicht schlecht, weil wir wirklich da hingehen. Hoppala. So, okay. Ich habe gerade beschlossen, ja. Vielleicht wollen wir nicht doch irgendwie Stall haben? Ja, hopp, komm, gib halt her. Aller gut, der Stall ist neben dem Hotelzimmer. Ja. Gute Nacht, hat er gesagt. Schöne Übernachtung. Oh, wie das Kätzchen guckt. Okay, ist das so der Stall oder was? Ja, okay, dann gehen wir mal. Ich konnte mich, was, da war eine Kuh, eine Schof. Huch. Oh, das ging schnell. Alter, die Augenbraue. Okay. Und sie gab Leben. Nee. Die hat halt das Kind geboren. Also die hat ihr erstgeborener Sohn geboren. Ja, jo. Ist egal. Die hat ihr erstes Kind geboren halt und hat sie in Lumpe hat sie das Kind ingewickelt und in die Krippe gelegt, weil sie keinen Platz gekriegt hat im Hotel. Und dann haben sie dann halt so im Stall geboren. So. Und dann plötzlich kommen die himmlische Armeen aus Engel und huldige Gott und sahen halt. Ja, was sahen sie dann? Ja, hallo? Achso. Oh, Ehre Gott in der Höhe. Ich will so Singsang machen wie der Pfarrer in der Kirche. In der katholischen Kirche. Friede auf Erden, bei allen Leuten, weil es dem Gott so gut geht. Oh, guck mal, das Kätzchen, der Teddy. Ja. Weil es dem halt so gut geht, ja. Währenddessen etwas weiter im Osten. Ja. Nachdem sie seltsam aussehender Stern gesehen haben, sind 3 weiße Könige gekommen und haben sich dann überlegt, dass man ja eigentlich nur Judäa reisen könnte. Oh, geil. Alter, was geht denn hier ab? Ich bin 3 weiße Könige. Ey, ich sehe aus wie der Putzelmann. Geht's noch? Was geht denn hier? Ja, ihr fragt euch vielleicht, wie kann ich Zauber wirken? Ganz einfach. Du brauchst einfach nur Magie von einer legendären Waffe. Und dann kannst du die Kraft von der Waffe benutzen. Aber Vorsicht! Wenn man aus Fleisch und Blut ist, ist man resistent gegen Magie. Immaterielle Lebewesen oder Geschöpfe allerdings, die kannst du halt mit Magie platt hauen.
So. Was hast du das da? Ich wünschte, ich wäre Magie, also eine Speisewürze, so wie ihr. Dann könnte ich Magie benutzen. Moment. Naja, ich will euch jetzt nicht irgendwie langweilen mit meiner Etymologie. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich sag's mal einfach. Und Zeug und so. Aber, also, ja. Wisst ihr, woher das Wort Magie kommt? Magic, Magie kommt? Nee, weißt du's? Sag mal her. Balthasar, Melchior und der Gaspar. Okay, auch nicht schlecht. Was haben wir dann für Skills, ihr Leid? Magic, gar nichts haben sie. Die Lügenbolde. Nix können sie. Auf dicke Ehe machen und nichts hinkriegen. Was haben wir dann für Items? Brot, Wasser, Eier, Fisch, Wein. Naja, klar. Speichermo. Kann ja nie wissen, ne? Hoppala. So. Schlag, ich bleib an der Fahne hängen. Okay. Kann ich mich doch hier jucken? Nee. Mit dem habe ich schon gelabert, gell? Wo muss ich denn hin? Ich geh mal zu dem da mit dem Reis. Junge. Wir hatten die ganze Säcke da rumleihen, also die Plugine der ganze Weg. Ja, jetzt kommt irgendwie gar keiner mehr nuff. Ah ja, übrigens, sei vorsichtig, wann du dich Brücken näherst. Die sind verflucht. Oh, Moment, ist das so eine Heilquelle? Yep. Komm, dann tun wir uns mal heilen. Das mache ich immer, wenn ich zu dritt mit meiner Kollegen bin, tue ich mich immer in eine Heilquelle hucke. Nackig. Also, wir folgen Ahura Mazda und seinem Prophet Zarathustra in ihrem endlosen Kampf gegen den böse Ahriman. Okay, wer ist das? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Zarathustra kenne ich. Also, wir sind die Follower, die Völklinge, das ist doch gar nicht so weit weg, Völklinge, von Zarathustra nach Ahura Mazda. Und mir glaube, dass an Sao bla bla irgendeiner halt wieder aufersteht. So. Aber das wird aber kein Baby in Judäa sein, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist totaler Quatsch. So, was steht da drauf? Steht da irgendwas drauf? Ne. Okay, das sind irgendwie so Zauberfuzis. Okay, wir gehen mal weiter, da noch links. Da oben ist ein Tisch. Da steht ein Buch. Hey, du Grünkappischer, erzähl mir mal was. Ich würde gern ins Ausland ziehen, ne? Aber ich spreche gerne andere Sprache. Wie sieht's mit dir aus? Willst du irgendwo anders da wohnen? Weiß nicht. Okay, kann man nicht lesen. Tut mir sehr leid. Was ist denn das für ein Gestrüpp? Okay, was bist du für eine? Ist ein ziemlich langer Weg da aus. Hier, Karfass. Okay. Aladins Klaue. Eine magische Klaue, die Aladin und sein Geist bringt. Ja geil, die kaufe ich. Taucht die was? Ja, ich kaufe einfach 3, oder? So. So, das langt an. Jetzt tun wir das denn. Equipment. Ey, du brauchst nicht gleich 2 zu nehmen, du Affe-Zippel. Moment. Was wird denn du jetzt, hey? Ich will dich ausziehen. Da. So war das geplant, weißt du? So, pass auf. Und der da kriegt A1. Change, Weapon. Der kriegt A so any. Hoppala. Und der da oben kriegt A so any. Aber ich hab gemeint, diesen Zauberer, was brauchen die so komische Waffe? Ach, keine Ahnung. Kauf's einfach mal, oder? Soll ich noch kaufen? Ich habe eigentlich noch genug Geld, ne? Komm, wir kaufen einfach noch 3. So. Und die tun wir jetzt halt denen da gleich geben. Machen wir das einfach so. Und so. Und so. So. Ja, ist gut. Ah, Speicher. So. Und jetzt gehen wir raus. Oh Schreck, oh Graus. Also wir sind jetzt die heilige 3 Könige, scheinbar. Und gehen jetzt halt raus. Sieht ja voll gefährlich aus hier. Ja, dann würde ich mal sagen, dann war's das doch für heute, ne? Und dann gehen wir morgen weiter und gucken mal die Abenteuer von Kaspar, Melchior und Langnese. Oder wie die geheißen, die 3 Eisheilige da. Hopp, servus.